Wie hält man einen Cyborg, der auf Zuckerentzug ist, bloß auf? Naja, das ist zumindest eine interessante Frage. Hier bei Dragon Ball Fighter Z. Und ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber, naja, ich denke mal, eine Option, die ziemlich sicher drankommen wird, ist... Fighten! Genau. Und viel Glück. Denn wir sind nur zu zweit. Oh nein, das ist scheiße. Ich krieg die Meise. Na, was heißt, kriegen? Ich hab die doch schon längst. So. Aua. Nö. Au. Meint doch nö. Ja, jetzt sag mal. Was zum... Ja, ist klar. Alter, warte bitte. Warte bitte, mit Tricks drauf. Oh, wieso klappt das nie so, wie ich es gerne hätte? Hä, der Schnellwechsel funktioniert auch nicht mehr. Also ganz ehrlich, ey, teilweise. Mal einen langsamen Wechsel, meine Fresse. So. Bams. Naja. Anfang gut, Ende gut, Mittelteil war aber ziemlich beschissen von der Seite her. Oh, da nehmen wir wieder mal ein paar Tage lang nicht auf und schon ist da alles, ganze Kombi und so weiter, alle wieder für Arsch. Ich erinnere mich ein bisschen damals an Raging Blast 2. Und noch ein bisschen. Dann noch eine Rettungsmission, ja, großartig trainieren. Nee. Die Lust daran ist mir ziemlich vergangen. Also generell so gegen die Klone fighten und dann davon, sagen wir mal, Story-Szene oder sagen wir eher doch mal Zwischensequenz zu eilen. Das geht mir mittlerweile ein bisschen auf den Sack. Ein bisschen. Und Part zu Part ein bisschen mehr. Aber wohl ausgewichen. Abgewichen vor allem. Alter! Mann, schon wieder! Sag mal, aber sonst geht's euch noch gut hier, oder was? Oh, da klappt die sowieso nie. Ja, da vielleicht nochmal. Was? Wieso hat nicht getroffen? Wollt mich jetzt verarschen? Alter, leg mich noch am Arsch. Also ganz ehrlich, mit nur 2 Fighten ist schon fies. Keine sagen, was du willst. Jetzt muss der Scheiß-Move noch näher gehen. Die sind nicht mal am Boden, weißt du? Wow.
Mir gefallen die Kombis hier einfach nicht so. Boah, jetzt... Geil, ey. Das ist alles ein Arsch hier. Jo, das war's wohl. Ja, können wir von vorne anfangen. Geil. Das sah dann noch so aus. Mann, die beiden haben so scheiß Moves einfach drauf. Wieso darf ich nur das zweit fighten? Jo, sehen wir das zumindest auch mal, wa? Die Karte. War Karte 9 spielen? Nee. Oder war ich am Anfang? Weiß gar nicht mehr. Doch, müssen wir da gewesen sein, wa? Mann, nee. Also nur mit 2 zu kämpfen ist echt mühselig. So, aber sich das ausgedacht und dann die scheiß Moves, die die beiden drauf haben. Nee, sorry, aber ist echt... Boah. Ich meine, klar geht's irgendwie, aber ich einfach irgendwie, ja, dumm, sag ich mal wirklich, dumme Art und Weise draufkloppen. Nee, es soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Nicht mit gleichen Moves und so. Ja gut, ich hab gar keine große andere Wahl. So. Schon ein bisschen besser. Ist das mal geklappt? Mann, ich dachte, Timing wird stimmen. Ich dachte, das Timing wäre perfekt gewesen, aber das war es leider nicht. Kacke. Verdammt nochmal. Ja, lief jetzt ein bisschen besser jetzt die Runde. Das stimmt schon. Das Event, okay. Verbindungsevent Phase 1. So, bin's mir gewohnt. Beides. 極端に慌てたところで状況が変わるわけじゃないんだけどさ。とにかく今はあんたが頼りみたいだし気を引き締めるんだよ。いいね。Faulenzereien ist auch ein schönes Wort. Faulenzereien. Ist jetzt nicht so weit weg vom guten alten Hochdeutschen, aber man hört es ein bisschen weniger oft. Ja? Eigentlich sagen wir eher chillen heutzutage. Egal. So. Versuchen wir es nochmal. Problem ist, C18 Super Move wäre eigentlich gut, wenn der Gegner natürlich treffen würde. C16 Super Move ist eher ein bisschen scheiße in der kurzen Distanz. Generell bei C16 Moves eher auf Kurzdistanz, was ja nicht unbedingt meinem Kampfstil entspricht. C18 mit C17 kombinierte Moves sind auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
Nö, nicht diesmal. Was da geht doch? Richtig gesehen, C16 ist normaler Standard. Super Move geht auch auf höhere Distanz. Okay, das ist also weitere Distanz. Okay, das ist interessant. Okay, oh, das war fies. Toll. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Das ist fies. Verreck, du Scheißkerl, Mann! Du natürlich nicht. Und es kommt Freezerlein, Freezerlein, das alte Schwein, es ist Freezerlein. Nein! So jetzt aber! Super Move! Ein Ultimate. Man sieht es vielleicht, ich bin ein bisschen sauer. Aber wieder gut weggemacht. Immerhin etwas, wenn in den ersten 7 Minuten eigentlich ja, Fallobst war. Nee, Kacke. Nee, ganz sicher nicht. Sie geht jetzt nicht da runter und fight gegen Kipu. Nee, vergiss es. Wenn schon genug fight gegen Kipu. Nö. Einfach nö. Oh, 2 gegen 3, wie unfair ist das denn bitte? Ginyu ist natürlich einfach fies wegen seinem ganzen Ginyu-Kommando. Nappa geht, Freezer, fiese Moves zum Kombinieren drauf. Mann, wie lang denn noch? Aua! Bye, bye! Der nächste bitte. Ah, jetzt klappt das schnell erst mal wieder. Nö. Aua! Und der geht nur auf die Kurzdistanz, wa? Das war der da. Und tschüss, Captain Ginyu. Hat mich gefreut. Dann kommt Nappa. Alter! Tschüss, Nappa! Reicht nicht, oder? Es reicht nicht mal! Aber das reicht. Yes.
Wieder ein akzeptabler Kampf. War jetzt nicht so die Weltklasse von mir, aber es ist akzeptabel. Kann man mal so machen. Hm. だいぶ18号の実力を引き出せるようになったじゃないか。そうだね。完璧とは言えないけど、だいぶ戦いにも慣れてきたみたいだ。お前たちのリンク率は確実に上昇してきているようだな。ようやく見つけたぞ。Cell! セル。おお、全員揃っているとはな。お前たちもその女に操られているのか。操られている？何の話だ？私にも協力者がいてね、彼らから情報をもらっていたのだ。そしてようやく分かったのさ。全てはそこにいる21号の差し金だと。ごめんなさい。多分私がやったんだと思います。なんだって？全ては21号が今の状態になる前、衝動に支配されていた頃にしたことだ。だがその頃の記憶を今の21号は持っていない。セルたちを蘇らせた目的も方法も分かりません。でも人工精神を作り、リンクシステムを使った形跡は残っていました。そんなことって。面白い冗談を言うな。これだけのことをして覚えていないとは。だが今の私はそんなジョークに付き合う気分じゃなくてね。どうしても思い出せないというのなら、力ずくで思い出させてやろう。Erstmal ein epischer Gesichtsausdruck, Cell. Nicht schlecht. Zweitens, die Musik ist weg, ich habe Angst. Und drittens, das ist eine ganz, ganz dumme Idee. 見るがいい。私の真の力を。 Ich meine, es ist einfach ein Super Saiyajin. Was hat irgendwelche Blitze? Ich nicht. そんなこれほどの力が出せるなんて。 Oh, wir sollen auch ein bisschen stärker. Scheiße. リンクしているのは人工精神。ここまで力を引き出すことはできないはずだ。おお、私の中に入ってきたあの精神のことか。あれなら抑え込んだ上で私の言いなりになるよう掌握した。何？そんなことが。まさかそれでリンク率が上昇して。仕組みなど興味はないな。 Sagt ausgerechnet er als eigentlich Wissenschaftsprodukt. 私はこうして本来の力を取り戻した。必要な事実はそれだけだ。 Wobei er seine wahre Stärke ja im Prinzip, ja gut, doch, er müsste theoretisch, wenn er von wahren Stärke spricht, müsste eigentlich doppelt so stark sein wie damals im Endkampf gegen Gohan. Wegen Saiyajin-Zellen, Wiederbelebung und so weiter und so fort, müsste er doppelt so stark sein. Aber aus den anderen beiden Story-Arcs, sag jetzt mal, von Fighter Cell wissen wir ja, dass Cell in der Höhle auch trainiert hat und so. Insofern, weiß nicht, vielleicht sogar so stark wie Buu mittlerweile. Offenbar ja. お前はその化け物に再び消されるのだ。21号の道連れになってな。
ダメだ21号。戦ってしまってはお前は食欲を抑えきれなくなってしまう。ここはひとまず逃げてくれ。そうはいかないわ16号。約束したでしょ、そばにいるって。それが貴様の真の姿か。面白い。Alter, das wäre echt mal ein geiler Fight. 食欲で暴走することは確かに怖い。でもそれ以上に私は大切な人たちが傷つくのを見たくない。いいだろう。最強の人造人間は私だということを思い知らせてやる。Ich habe Angst. Ja, endlich ein Ringverbündeten. Ach du Scheiße, ist das krass, ey. Ja, Level 42. Ja, nee, ist klar. Scheiße. Jo, wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Dann werden wir Cell so richtig auf die Mütze hauen. Es geht darum, wer ist der perfekte Cyborg? Alter, wie geil wäre das irgendwie in einem künftigen Dragon Ball Super Film oder ja, aus dem nächsten Anime oder so oder auch Manga, scheiß drauf, wieder vorkommen würde, weil ich will Cell zurück. Cell ist mir viel lieber und sympathischer als Freezer. Und ganz abgesehen davon würde ich gerne wieder mal Boom ein bisschen mehr in Action haben. Der wurde vor allem im Manga, im Anime, gut, im Anime wurde ein bisschen, ja, verarscht eigentlich. Aber Manga, ja, da wieder voll auf Freezer zu setzen, nicht mehr auf Boo. Ich bin kein Fan von Freezer, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht also Resurrection 11 fand ich cool, aber was da sonst im Manga abging mit Freezer, da hätte ich jetzt mehr auf Boo gesetzt. Oder auf Cell. Oder auf alle drei. Aber irgendwie, naja, ist ja egal. Vielleicht haben wir deswegen ja auch als Ausgleich jetzt das Spiel hier. Weil wieder mal alle drei vorkommen und so. Wer weiß das schon. Freunde, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Dragon Ball FighterZ. Im Kampf der perfekten Cyborgs. Ciao zusammen.